Die teuren Pillen bleiben ab sofort im Schrank. Wer noch von selbst bis zu nem Arzt kommt, ist nicht krank. Gesund ist, wer noch röchelt, der Reform sei Dank. Ja, wie Aua? Ach so, Kassenpatient. Wer selber kochen kann, kann auch selbst operieren. Ein Blinddarmeingriff ist wie ein Flattermann tranchieren. Eine amtliche Betäubung mit 3 Asbach spart Gebühren. Selbst der Herr Professor nimmt auch nur ein Messer. Hallo. Hallo. Ja, ich glaube, es sieht gut aus. Ja. Ich glaube, I think so. You think so. I think so. Ja. I think so. Jetzt, wenn ich da sitze, möchte ich schon wieder ein Bier. Aber das schießt mir an. Nein, heute ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich mag irgendwie auch nicht. Es ist nur so Gewohnheit. Gut, du bist schon ein bisschen fitter als ich, weil diese Woche habe ich jetzt wirklich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben so eine richtige Männergrippe mal durchgemacht. Und als Kind oder auch als Jugendliche, ich habe mich immer gefragt, so, wenn es der Papi ins Nest hineingelegt hat, was für eine Schwester das muss sein. Eigentlich was für ein Memme. Aber ich muss wirklich sagen, am Montag hat es so richtig bei mir... Also es ist noch nicht ganz vorbei, ich muss immer noch ein bisschen husten und pfnüseln vor allem. Aber am Montag, es hat mich komplett ins Nest geworfen und mein Kopf war so matschig gewesen. Du hast es auch ein bisschen miterlebt. Ja, also ich kann es bezeugen, der Nils hat zu seinen 2 roten Äugeln rausgeschaut und hat sehr kaputt ausgesehen. Also, wir haben diese Woche allgemein ein bisschen, oder die letzte auf diese Woche irgendwie ein bisschen Krankheitswoche gehabt. Man hört es aber auch gefühlt, wenn du dann wieder krank bist, von allen, dass alle irgendwie krank sind. Und mich hat es auch flach gelegt. Ein bisschen vorher. Mich hat es am Freitag, Samstag, Sonntag flach gelegt. Wahrscheinlich habe ich dich ja angesteckt. Wahrscheinlich, ja. Das ja, auch, ja. Das ist noch ein kleines Überbleibsel. Ja, meine offizielle Entschuldigung im Podcast. Ein kleines Andenken an dich. Ja, fahrlässig gehandelt. Ich hätte mit Mundmaske da im Büro hocken. Nein, Scheissdreck. Ein bisschen krank ist gesund. Aber im Moment geht, glaube ich, schon etwas um. Ich habe es schon auch Ich habe es auch von meiner Tante schon gehört, dass da irgendwie so ein Käfer rumgeht. Ja, es haben auch alle ein bisschen die gleichen Symptome. Also gefühlt zumindest. Oder wir haben ja auch ähnliche Symptome gehabt. Aber ich fühle den mit dem Männergrip sehr fest. Ja. Ich muss auch sagen, ich meine, wir sind ja noch nicht alt, aber umso älter man wird, wirklich, wenn ich jetzt auch, ich war auch dort ein bisschen krank gewesen, und also auch am Freitag, mir ist so scheiße gegangen. Also eigentlich bin ich gar nicht so krank gewesen. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie hoch Fieber oder so. Aber ich bin wie ein Häufchen Elend daheim und ja, nicht mehr snoozen richtig. Ja, also völlig. Ja. Das wollte etwas heissen. Männergrippe. Bei mir, also diese Woche hat es auch so eine Situation gegeben. Bin ich irgendwie vom Bett aufgestiegen und dann die Küche ist vielleicht 10-15 Meter vom Schlafzimmer entfernt. Und als ich in der Küche vorne gestanden bin, ich habe nicht mehr gewusst, was ich wollte. Auf dem Weg habe ich sie wieder vergessen. Bin ich irgendwie wieder hinterher. Und dann auf dem Weg hinterher ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Bin ich wieder in die Küche. Und danach habe ich etwas anderes gesehen. Ja. Irgendwie die Nintendo Switch, die ich ins Schlafzimmer möchte hinternehmen möchte. Habe ich das mit hinterher genommen, wieder ins Nest hineingelegt. Und dann habe ich gemerkt, ey, fuck, jetzt habe ich das in der Küche wieder. Ja. Ich bin tot. Oder auch an einem Abend habe ich mal eine heisse Dusche gemacht. Aha. Und ich bin einfach 15-20 Minuten so richtig Dauerwerbesendung oder wie man dem... ja, so richtig. Please hold the line. Ich weiss auch nicht, wie man dem genau richtig sagt. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber es gibt ein Wort für das. So, einfach so ins Nichts so rausstarrend. Bin ich einfach in der Dusche. So ein Zombie halt. Und ich habe das Leben nicht gecheckt. Ja. Und darum, das muss jetzt wirklich, das muss so gesagt sein. So eine krasse Grippe habe ich in meinem ganzen Leben noch nie durchgemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass so eine normale Grippe
meinen Körper so krass mitnehmen kann. Ja. Ich weiss nicht, wahrscheinlich hat das schon etwas zu tun mit unserem Alter. Oder einfach mit fortschreitendem Alter. Der Umgang damit ist jetzt einfach ein anderes. Oder, also, ich weiss nicht, vielleicht ist es auch, weißt, einfach so, ich sage mal, früher als Kind, wenn du krank warst, dann ist es ja mega, du hast wirklich dann Fieber gehabt und alles. Und jetzt ist es mehr so ein Zwischendurch krank fühlen und schwach werden. Also, und dann wird es halt dann... Ich habe das Gefühl, früher wäre man am früheren Stadium daheim geblieben als Kind, wenn man etwas gemerkt hat. Dann hat deine Mami gesagt, Dann hat die Mami gesagt, genau, siehst nicht gut aus. So. Bleib daheim. Voll. Und jetzt ist es mehr so, wir testen es aus. Und wenn man dann aber krank ist man eben wirklich krank. Dann sagt eben der Körper, jetzt ist fertig. Und nicht mehr das Mami, schon bevor es so schlimm ist. Weißt du, was ich meine? Und dann haben wir ja gewusst, was jetzt auf einem zukommt. Und dann ist mir ja, oder ich sage, als Kind habe ich auch mehr, ja nicht unbedingt mehr Medikamente, aber du hast dann einen Hustensaft gehabt, du hast vielleicht auch noch mehr an das geglaubt, weißt? Und jetzt ist es mehr so, du weißt, du trinkst das Neocitran oder sonst etwas, aber es geht dann nachher kurz ein bisschen besser, aber du weißt, dass es wegen dem nicht wirklich besser geht, sondern einfach, dass die Symptom gelindert ist. Vielleicht ist es auch ein bewussteres, es ist einfach eine andere Ansicht auf die Krankheit. Also, ja, und genau die Umsorgung, dass halt jemand neben dir ist und alle paar Stunden mal zu dir ins Zimmer reinkommt und dich, weiss auch nicht, vielleicht auch, wo weiss, was jetzt zu tun ist. Wo so ein bisschen der Vater gibt, ja weisst, jetzt musst du einfach einen Tee machen, ein Süppli trinken und dann ist das geritzt. Und jetzt macht man sich das ein bisschen so selber. Man überlegt, was soll ich jetzt machen? Ja. Und das ist dann der Punkt, wenn man merkt, man ist wirklich krank, wenn man anhockt und sagt, okay, ich glaube, ich mache mir jetzt wirklich irgendwie das und das Säftchen oder noch so ein Kopfbad. Weißt du, so heißes Becken, Tuch über den Kopf und über den Tisch kann Wunder helfen. Habe ich aber auch nicht gemacht, wenn ich mit 15 krank war. Weißt du, was ich meine? Das hat sich schon verändert. Extrem, so. Ja, extrem. Ja, je nachdem, aber man könnte es jetzt noch nicht genau so sagen, ob die Folge überhaupt so lang oder spannend oder weiss nicht. Ja, es wird sicher nicht unsere, wie sagen wir das? Aushängefolge. Ja, genau. Ja. Also ich sage jetzt gerade, wenn man selber vielleicht ein bisschen krank ist oder so, dann ist das total. Von krank zu krank. Ja. Aber ich habe noch ein Thema, wo ich denke, müssen wir mal darüber reden, weil es mich in letzter Zeit ein bisschen fasziniert hat, gerade auch krank. Man hockt daheim, man weiss nicht wirklich, was machen, weil man kann ja auch nicht richtig machen, eben, man ist so ein bisschen zerstreut und alles. Aber Gamen. Und zwar bei mir Hogwarts Legacy. Einfach eine Game-Welt, in der du dich flüchten und spielen kannst. Als Teenager habe ich das ja viel gemacht, so gamed und Sachen, und dann lange das aus den Augen verloren. Aber jetzt in dieser Zeit, gerade die letzten paar Wochen, habe ich diese Faszination wieder ein bisschen gefunden. Einfach irgendein Spiel haben und erkunden und so coole Sachen erleben, Features aus Filmen sehen. Und ich finde wirklich, wir haben mal kurz privat darüber geredet, aber ich muss wirklich Props aussprechen. Also ich finde, sie haben das hure gut umgesetzt. Und es ist brutal schwierig, ein Spiel zu machen über so ein riesiges Universum, wo du wie eigentlich nur alles falsch machen kannst. Weil nur schon Zaubersprüche, es gibt gewisse Zaubersprüche, die sind in den Büchern anders wie im Film. Und da hast du immer so, du hast mega viele verschiedene Fansparten, wo du kannst zufrieden machen oder unzufrieden. Und das haben sie so geil gelöst. Das haben sie wirklich cool gemacht. Das habe ich so Angst davor, aber es macht hure Freude. Also, wenn man studiert mit dem Spiel ein bisschen, es ist schon eine Wizarding World. Man kann da sagen, es ist kein Fehleinkauf. Also, ja, es ist fast eine Tragödie. Weil ich habe nie Harry Potter geschaut. Ja. Das ist fast eine Todsünde wahrscheinlich. Das ist wirklich das Armutszeugnis. Kulturelle Lücken, die wir da irgendwie noch nachgezogen haben. Wissenslücken, genau. Grundwissen, das fehlt. Genau, ja, aber so, also ich habe auch schon nicht Let's Plays, aber glaube so Trailer oder halt auch so Snippets auf TikTok oder auf Insta und so gesehen. Und das muss schon krass sein. Das muss
Ja, sie haben wirklich, also vor allem, sie haben halt eben so viel, was sie müssen umsetzen, was versprochen worden ist. Und auch Open World. Und ich meine, das habe ich fast das Krasseste gefunden, wenn du bei so etwas wie Hogwarts, wo ja in den Büchern und noch außen an den Büchern, in anderen Geschichten und so detailliert beschrieben ist, da musst du unglaublich viel Recherche betreiben, so ein Spiel auf die Beine stellen. Und das ist vor allem wichtig, dass sie das gut machen. Und die haben es wirklich geschafft, dass du in diesem Hogwarts rumlaufen und an jedem Ecke wieder dort irgendein Feature finden, wieder dort irgendetwas. Ich meine, Fun Fact, die Rüstungen, da hat es ja in alten Burgen immer so Rüstungen, die rumstehen. Aber die Rüstungen, die stehen nicht nur rum, sondern sind ja Wizard, also die können sich bewegen und rumlaufen. Und wenn du, das sind immer zwei, die nebeneinander stehen. Und wenn du eine von diesen Rüstungen angreifst, dann geht sie auseinander, geht am Boden, setzt sich zusammen und verprügelt nachher die andere Rüstung und dann geht die auseinander. Also mega geile Features haben sie so Easter Eggs eigentlich ja eingebaut, wo halt dir zeigen, dass du in dieser Zaubererwelt bist. Weißt du, die Bilder, die sich bewegen, die mit dir reden. Einfach so ein bisschen die verschiedenen Korridore, die Figuren, die überall außenrum entstehen, die haben es super cool umgesetzt. Also, es hat ja Hausgeister, also das weißt du nicht. Nein, das kannst du mir jetzt alles erzählen. Aber es hat Hausgeister in Hogwarts und auch die verschiedenen Häuser, Gryffindor, Slytherin und das, die haben auch Geister, die zu denen wie ein dazugehören, weil die haben ja damals gelebt mal, die Geister, und sind auch in ihrem Haus gewesen. Und die Geister, wenn du halt jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ein Gryffindor und bei mir ist viel der kopflose Nick und der Peeves ist viel bei mir relevant. Der Peeves ist aber der Hausgeist von Slytherin, glaub. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die bei mir präsent und immer wenn ich in meinen Klasse, also in meinen Raum komme, wo die Better sind und so, dann ist der Geist dort, weißt? Und erzählt über dich. Und wenn ich zum Beispiel im Astronomieturm in Stegen ablaufe, rutscht plötzlich der Peeves mit die Stegen durch ab, weißt? So die Easter Eggs sind mega schön. Du merkst, da sind Leute dahinter geguckt, die das lieben, die die Faszination für die Welt haben. Und das hast du ja bei vielen Spielen heutzutage nicht mehr. Darum habe ich vorher auch die Empfehlung ausgesprochen. Weil es gibt so viele Spielehersteller, gerade Black Ops zum Beispiel, also Call of Duty allgemein. Was? Nein, habe ich nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade eine kurze Unklarheit gehabt. Nein, aber gerade Black Ops, also Call of Duty zum Beispiel, die melken das Spiel, bringen jetzt Spiele raus und nach 3 Monaten Features, die vorher, schon 2015, in jedem Spiel normal drin waren, die kannst du dir jetzt extra kaufen. Und die Entwicklung hat Harry Potter gar nicht gemacht. Also du merkst, dass die bei dem Hogwarts Legacy nicht einfach fett Cash machen. Du kannst dort auch nicht irgendwie mega Geld investieren, alles, weißt du? Mit Small Transactions. Ja, so Mikrotransaktionen. Ja, genau, Mikrotransaktionen. Ja. Bis jetzt ist das noch nicht im Spiel. Eben, du hast dir Deluxe posten und dann hast du ein bisschen noch Features bekommen. Aber du merkst richtig, die haben das Spiel aufgebaut für die Fans und richtig viel Liebe reingesteckt für Sachen, die es nicht hätten müssen, um das Spiel für 80 Stutz zu verkaufen. Weil ob jetzt der Geist die Stegen abrutscht oder nicht, das könnten sie, das können sie trotzdem verkaufen. Und das ist ein Trend, der in der Spielebranche ein bisschen eigentlich passiert, dass man immer weniger reinsteckt, aber für mehr verkauft. Und das hat mich richtig gefreut, dass das dort nicht der Fall ist. Oder nicht so. Mhm. Wie heisst der Begriff? Pay to win, oder? Pay to win, genau. Pay to win. Ja, also Pay to win ist halt oft bei so Spielen. Also sagen wir normal, wenn du Sachen kaufen kannst, Spiele, ist es oft nicht Pay to win. Sondern einfach nur, du kannst dir coole Skins kaufen und Sachen, die dann halt dich besser aussehen lassen, aber nicht besser spielen. Und dann gibt es Spiele, die sind wirklich Pay to Win, vor allem Mobile-Apps, Klassiker Clash of Clans, Heyday. Und dann gibt es so ein bisschen noch zwischendrin. Also so Clash Royale, ich meine, oder auch Clash of Clans, du kannst dir zwar alles kaufen, aber es bringt dir dann auch nicht unbedingt. Du bist dann gegen die nicht das gekauft haben, bist du besser, aber die sich das erspielt haben und gleich stark sind, die sind dann stärker, weil sie können es. Also es ist nur begrenzt Pay to Win. Selbst die Spiele, wo Pay to Win drinnen ist. Aber das ist etwas, was halt der Spielemarkt oder ich sage die Spielatmosphäre ein bisschen kaputt machen kann. Weil eben
an dem Moment, früher haben wir bei Black Ops Tarnungen gefarmt. Also du musst jede Tarnung auf einer Waffe erspielen. Wer das nicht kennt, ist auch nicht so wichtig. Aber du hast jede Challenge erspielen auf dieser Waffe, um irgendwann dir Gold oder Platin oder dann Diamond erspielen. Also stundenweise Farben, um einen Skin zu haben. Und heute kannst du halt für 99 Rappen jeden Monat 3 andere posten oder so etwas. Und das nimmt halt auch einfach ein bisschen den Suchtfaktor. Also, weißt du, so dass ich suchte jetzt 2 Stunden, damit ich nachher irgendwie einen neuen Aufsatz habe. Das hast du halt jetzt nicht mehr so oft, weil es so ein bisschen gemischt ist. Du hast gerade die Spieleatmosphäre angesprochen. Ich habe ja in meiner Kindheit vor allem immer Pokémon gespielt. Ja. Seit Feuerrot und Blattgrün, dort hat es eigentlich so angefangen. Und danach halt weiter mit Smaragd und nachher, glaube ich, Diamant ist dann gekommen. Nachher ist, glaube ich, Soul Silver ist dann bei mir das nächste Pokémon gewesen. Und ich meinte, Soul Silver ist dann auch das letzte gewesen, wo ich dann noch mit dem Nintendo DS. Das war meine letzte so Konsole, Pokémon-mässig. Und mich hat eben die Perspektive und einfach das Pixelige hat mir einfach schon immer extrem gut gefallen. Und so die Vogelperspektive, du bist ja immer so, hast eine spezielle Perspektive auf deinen Charakter so gehabt. Ganz früher war es ja zweidimensional, heute ist es 3D, oder? Ja, also vor allem seitdem das Pokémon auch auf der Switch läuft. Ja. Und dort laufst du jetzt wirklich in einer 3D-Welt und du kannst deine Perspektive halt wirklich so 360-mäßig wechseln. Ich habe das Blaue, gespielt auf dem Switch. Oder ich weiss, es gibt, du kannst ja auch... Shield? Weiss nicht. Ich habe eben das von meiner Ex-Freundin gespielt. Sie hatte eine Switch mit Pokémon und ich habe dann dort das gespielt. Und das war eben auch 3D. Blaues. Ein Blaues, habe ich gemeint. Okay. Also es kann auch sein, dass es so eine Mixed-Version war, wo du verschiedene kannst spielen. Also es war immer so, die erste Generation von Pokémon und dann die zweite Generation und mit jeder Generation sind die alten Pokémon quasi auch mitgezogen worden. Ja. Und jetzt halt, ich bin nicht mehr sicher, was das neueste Pokémon ist. Jetzt bin ich auch nicht mehr ganz im Game drin, aber ich meinte Shield and Sword and Shield oder andersrum, dass das letzte Pokémon ist. Und dort sind quasi alle bisherigen Pokémon sind auch vorhanden. Ich glaube, bei dem, wo ich gespielt habe, das ist auch so eine Version, wo einfach die vom Grün, Rot und Blau drin sind oder so. Oder Gelb, Rot und Blau oder so. Ich kenne mich eben zu wenig aus. Ich weiss nur, dass es dort die drin hat, die ich kenne. Taubsi, all die, also aus dem Roten oder aus dem Ersten oder weil das ist. Und dann hat es halt auch noch ein paar drüber. Aber es hatte keinen von all diesen ganz neuen hat's nicht gehabt. Ja. Also, oder ich bin nicht so weit gekommen. Ich glaube, ich habe es auch nicht durchgespielt, weißt. Aber es ist noch schwierig jetzt. Aber es ist auf jeden Fall eine spezielle Atmosphäre. Also genau, und apropos dieser Atmosphäre, ein Kollege aus dem Militär hat mir eben in der Militärzeit ein Spiel empfohlen. Und zwar Octopath Traveler heisst das. Und das ist in dem Sinn genau das, wo Pokémon so ein bisschen verloren hat mit dieser Perspektive. Ja. Aber Pokémon jetzt so 3D-mäßig. Stimmt, die sind jetzt umgestiegen. Genau. Und Octopath Traveler hat immer noch genau das beibehalten. Wow, geil. Und halt genau so das Pixelige, aber in Kombination mit richtigen 3D-Elementen. Jetzt zum Beispiel bei Octopath Traveler, wenn du zum Beispiel Feuer oder Eis oder Schnee oder Sandsturm oder weiss nicht was siehst, dann das sieht richtig reell aus. Also wie richtig. Ja, so wie auf dieser Map drauf. Genau, aber dann die ganzen Charaktere und deine Monster und so, das ist immer noch pixelig. Wie gesagt, wenn sie sich kehren, der Charakter, dann ist die andere Hand dort ja, und genau. dort. Ja, genau, voll so der Klassiker einmal gespiegelt. Ganz genau, ja, ganz genau. Und ich finde das, genau in diesem Game, finde ich absolut genial gelöst, dass man genau das Charmante eigentlich vom Pokémon mitgenommen hat und jetzt so richtig ästhetische
Effekte in das Game auch mit rein da hat. Und die Geschichte, die du dort eben durchspielst, es ist eben vor ein paar... Warte mal, heute haben wir den 23. glaube ich. Ja, 23. Morgen kommt das Spiel offiziell raus und ich habe es gestern schon bekommen, also am 22. Krass. Habe ich das schon, ich habe es eben vorbestellt. Jetzt hättest du ein Let's Play machen müssen. Ja, ich wäre gerade der Erste. Ja, wir erzählen jetzt im Podcast. Ja, genau. Das ist genug gut. Und nicht spoilern. Nicht spoilern, genau. Der Okta findet den Path. Nein, ja nicht. Aber die Geschichte ist eigentlich die, du startest mit einem Charakter und dann lernst du auf der Reise immer neue Menschen so kennen, die dann deine Weggefährten so werden. Also ein richtiges Adventure. Also ein richtiges Adventure und jeder Charakter hat halt seine Ausgangslage. Jetzt im Eis hat es zum Beispiel irgendwie so einen Meisterdieb gegeben, der in einem Königshaus irgendwie einen Edelstein hat stellen wollte, ist dann verwünscht worden. Und dann vom Königshaus ist er irgendwie trotzdem angestellt worden für eine andere Mission. Und diese Mission hast du quasi weitergespielt. Mit ihm gemacht. Genau, ja. Und so auf deiner Reise hast du dann immer neue Charaktere kennengelernt, bis du 8 beieinander gehabt hast. Darum heisst es auch Octa. Genau. Also so 8 Wege, warum wir immer so zusammenführen. Und du bestreitest die 8 Wege so miteinander. Voll. Also für... ist aber schön, also klingt auch interessant. Ich finde halt vor allem so Story-Games allgemein haben mittlerweile mehr einen Charme gewonnen. Ein bisschen Geschichten mitbekommst. So. Was ich ein bisschen das Problem habe, gerade bei so Story-Games, das hast du jetzt halt beim Legacy auch. Du bist halt der Schüler, der neu selber in die Schule kommt. Und du lernst auch eigentlich ausser nach Hogwarts immer Leute kennen, die etwas gerade in dieser Situation, wo sich die Welt gerade befindet, erleben oder so. Wenn ihr jetzt ein kurzes Störgeräusch gehabt habt, dann ist das wegen unserem professionellen Setup, wo der Bildschirm wieder abgeschaltet hat. Aber es läuft alles noch, also alles gut. Aber dort ist es auch so, dass du halt dann wie die Leute kennenlernst, die erzählen ihre Lebensgeschichte oder sonst etwas und du hilfst dann denen. Du kannst aber auch entscheiden, dass du ihnen nicht hilfst. Du kannst natürlich aber auch nichts bekommen dann von ihnen, weil die schenken dir dann etwas von dem, was sie machen. Das sind zum Beispiel irgendwelche Trankhersteller in ihrem Dörfli und dann hilfst du denen, weil der Sohn irgendwie von Kobold entführt worden ist. So, in diese Richtung. Und bei Horizon Zero Dawn, wo ich auch gespielt habe, ist auch gar nicht wichtig, das muss man jetzt gar nicht kennen, aber das ist auch so aufgebaut. Also du hast auch eigentlich die Stämme, die du immer erreichst und dann gehst du mit diesen Leuten, machst etwas. Oder dort hat es dann Leute, die dort normal arbeiten, irgendeinen Suppenkoch, der eine neue Pfanne braucht und für das braucht er von dem und dem Tier etwas. Und das gefällt mir mega, aber es kann, wenn es viel wird in einem Spiel, irgendwann auch ermüdend sein. Bei jedem neuen Charakter wieder, und ich habe das Problem, weil dort irgendetwas ist. Und am Ende des Tages musst du ja immer Ähnliches machen. Also die Challenge ist eigentlich meistens ähnlich. Also Story-Games haben für mich etwas mega Spannendes, vor allem gerade am Anfang. Wenn sie aber nicht sehr abwechslungsreich gemacht sind, kann es auch langweilig werden. Eben das System von immer, man lernt wer kennen, der erzählt einem wieder etwas und aufgrund von dem handelt man dann. So, es ist eine Hassliebe geworden, habe ich das Gefühl, weißt? Weil ich weiss nicht, wie das dir geht, aber wenn immer neue Geschichten aufgemacht werden, ist es mir irgendwann wie zu viele Side-Stories, dass ich sie wie nicht mehr als wichtig anschauen kann, weil es fehlt dort ein Bub, dort fehlt jemand, dort ist etwas nicht gut. Also, oder? Dann ist es verlockend, die Hauptstory fertig spielen und alles lösen. Ja. So. Ja, vielleicht habe ich da auch ein bisschen eine andere Ausgangslage. Ja. Ich glaube, in der ersten Podcast-Folge habe ich schon ein bisschen erzählt mit so Lego bauen. Und ja, Nils hat immer Lego und dort sieht das Bäumchen schöner aus und so. Voll. Und das ist halt früher als Kind, als ich gegamed habe, auch schon so ein bisschen gewesen. Also ich habe nie COD oder Battlefield oder so etwas gegamed. Bei mir zum Beispiel ist das Anno, so ein Aufbauspiel. 12 irgendwas oder so. 1404 war das erste. 1404. Genau, mit dem DLC Venedig. Und dann
ich glaube, das nächste ist... Was war das nächste? Das ist, glaube ich, 2170 ist, glaube ich, schon das nächste. Okay, ja, ich weiss also das es ist nicht. wie so in die Zukunft gegangen. Ja. Und dort, du baust einfach so deine Stadt und du hast so Handelsschiff und du musst schauen, dass du deine Ressourcen von der einen Insel überschieben kannst und so. Und vor allem, das war lange Zeit mein absolutes Lieblingsgame gewesen. Und Jetzt. Sims 3 ist das gewesen. Der Nils hat sich als Sims-Player geoutet. Warte, wie geht's? Blü. Oder wie ist der Ton, wenn so der Kristall kommt auf den Kopf? So. Da gibt es gute Memes. Wenn so einer dort steht, dann erzählt ihm jemand etwas und der checkt gar nicht, nur so ein Kristall über dem Kopf. So ein NPC. Ja, und vor allem die Sprache, die die dort gesprochen haben. Ja. Ah, genau. Ja, Das ist aber geil. Katastrophe. Aber das Lustige auch dort, eine Zeit lang habe ich auch halt... Also, du startest ja mit deiner Person und danach musst du arbeiten, musst Geld verdienen, wirst besser im Beruf und so Fähigkeiten, Hobby, Skills erlernen und so. Und irgendwann habe mich das dann angeschissen. Und dann Sims 3 hast du noch so Cheatcodes. Ja. Der eine weiss ich, glaube ich, noch. Das war irgendwie Mutterload oder irgendwie so etwas gewesen. Und dann hast du 500.000 hast du irgendwie so geschenkt bekommen. Genau. Ah. Und ich habe den Cheatcode habe ich einfach 10'000 Mal gemacht, dass ich 9'909 alles 9 hatte. Und dann bin ich nur noch im Baumodus und ich habe schöne Häuschen gebaut. Ja. Auch dort wieder. Es ist so ums Schöne, ums Bauen und weiss ja. Gerade vorher, wo du das gesagt hast, habe ich wie bemerkt, ich bin halt wirklich voll Gamer gewesen. Ich bin halt wirklich in jenste Arten von Spielen drin als Jugendlicher und ich habe halt beide Gamerseelen ein bisschen in mir. So das Competitive, also voll, du musst so eigentlich genau gleiche Move einfach 100-mal machen, damit du noch besser kannst wie der andere. Und der hat auch 100-mal geübt, das musst du nochmal 100-mal üben. Das ist bei mir aber gar nie der Fall. Das habe ich halt bei mir auch drin. Ich muss sagen, ich bin aber halt auch gut gewesen. Ich hatte auch Kollegen, die das auch wollen, aber es hat dann nicht so funktioniert. Und ich war dafür nicht so kreativ dann beim Aufbau. Ich hatte keine Geduld mehr dort, zum Beispiel. Und diese Seite kommt jetzt aber bei mir, jetzt, wo ich ein bisschen älter werde, eben mehr führen. Weil bei Hogwarts kannst du auch den Raum der Wünsche, den kannst du dir selber einrichten. Und ich habe auch irgendwie den Raum bekommen. Ich konnte eine Hauptstory weiter. Ich hatte noch keinen richtigen Zauber und Fluch. Das erste, was ich gemacht habe, ist, in diesem Raum jede Wand, jede Decke auf den Stil, der mir gefällt, umgeändert. Damit einfach der mal schön aussieht und so meine Homebase wird. Weißt? Und nachher ist die Story weitergegangen und in diesem Raum sind neue Räume aufgegangen und alles und so. Und ich habe gemerkt, Scheiße, das, was ich designt habe, bringt noch gar nichts. Ich kann noch viel weiter. Aber ich fühle das. Mega auf eine Art. Auch sogar Minecraft. Ja, mein Bruder hat eben mal Minecraft gehabt. Und dann wollte ich ab und zu halt auch spielen. Und dann meine Welt, ich habe nur im Creative Mode gespielt. Ja. Und nicht im Survival Mode. Also ich konnte nicht sterben, ich konnte alle Blöcke, Diamantenblöcke und alles, was es gegeben hat, konnte ich gerade aus dem Inventar rausnehmen. Voll. Und ich habe nur schöne Sachen gebaut. Ja. Es ist mir nur um das gegangen. Und bei mir ist es damals nur darum gegangen, andere Spieler abzuschlachten. Also auf gut Deutsch gesagt. Ja. Klar, mit viereckigen Männchen, die mit Holzschwertchen fighten, aber ausser du bist krass, hast du ein Eisenschwert gehabt. Das war schon heftig. Aber das war halt schon bei mir mehr das als Teenie. Weil die Challenge, du gehst online in eine Runde, 20 Leute, Survival Games. Ich muss dazu sagen, ich habe damals mit 14 auch Tribute von Panem gelesen. Und das ist Survival Games in Real Life. Und damals war es wirklich so, du hast dann auf jeder Map, die es gegeben hat und so, hast du halt deine Routen gehabt, wo du gewusst hast, da kannst so und so viele Kisten. Und dann bist du halt irgendwann automatisch besser gewesen, wie jeder, der einfach gespielt hat. Weil du hast dir Strategien überlegt und so und Sachen. Also du hast eigentlich auch dir etwas aufgebaut, halt aber ein Skillset in dem Sinn. Also ich weiss noch, wenn ich in Creative gegangen bin, in eigenen Welten, dann bin ich angegangen, da weiss ich noch, dort habe ich Leitersprünge geübt. In Jump and Runs hat es nämlich gegeben, dass du von einer Leiter um die Ecke an eine andere Leiter hast müssen, gumpen. Und das halt
dass gerade im Jump'n'Run in der Competitive zu lernen, hat deine Stats abgebracht. Das heisst, du bist in Creative gegangen oder sonst etwas, in eine eigene Welt, hast den Sprung aufgebaut mit den Blöcken und hast ihn geübt, bis du ihn können. Und so habe ich stundenlang das gleiche Jump'n'Run zum Teil geübt, weißt? Und Sachen, bis ich es können. Und dann hat es Bock gemacht. Halt. Das war wie meine Freude, die ich gewonnen habe. Aber das ist halt auch heutzutage durch Skill-Based Matchmaking, hast du vielleicht schon mal gehört. Früher, ganz einfach erklärt, wenn ihr das schon mal gehört habt, früher war es so, man hat gegeneinander gekämpft, egal in welchem Spiel eigentlich, und es ist einfach eine Runde aufgemacht worden, 20 Leute dort rein, die haben gegeneinander gekämpft. Und heute ist es so, dass blöd gesagt, dein Account wird gemessen, wie gut bist du, wie gut spielst du, und du wirst in eine Gruppe von 20 Leuten reingepackt, die alle etwa gleich gut sind. Und so hat es halt zur Auswirkung, dass jede Runde gleich ist. Also, du wirst nicht wirklich besser, weil wenn du besser wirst, sind deine Gegner auch bessere. Und wenn du schlechter wirst, sind deine Gegner immer noch gleich gut. Und das ist halt mehr demotivierend, aber halt mega geil, wenn du ein Noob bist, neu zu einem Spiel kommst, kämpfst du auch nur gegen Noobs. Und hast das Gefühl, du bist mega gut. Und das ist halt ein bisschen das, was das auch zerstört hat, das Competitive, oder? Weil es bringt mir jetzt nichts mehr, mega krass zu sein im Black Ops, weil ich einfach, nicht weil ich der Schnellste bin oder etwas, aber weil ich halt 10 Jahre Spielerfahrung habe und weiss, welche Ecke muss ich laufen und wo muss ich laufen. Und dann bist du halt nicht mehr besser, weil ich komme jetzt nur noch in Lobbys mit Leuten, die das können. Und das ist dann halt ein bisschen scheisse, weil wenn du jede Runde 15:10 spielst, dann ist es einfach langweilig. Und früher war es halt so, dass du zum Teil in eine Lobby gekommen bist, dann bist du untergekommen. Dann bist du drunter gekommen. Dann hast du einfach nur 2:30 gespielt. Und es hat keinen Spass gemacht. Dafür bist du aber auch wieder in Lobbys gekommen, wo du mal 30:0 gespielt hast. Und das war halt spannend damals. Das hat sich jetzt heute halt alles ein bisschen verändert, eben weil das ist ja das Ding. Früher bist du Rage quittet. Kennst du ja noch? Rage quit. Man raged und geht aus dem Spiel, weil es einem so anschießt. Und das wollen sie heutzutage nicht mehr. Die möchten, dass du so lange wie möglich ein Spiel spielst. Und das spielst du nur, wenn das Spiel dir Glücksgefühl gibt, auch wenn du scheiße bist. So blöd es klingt. Aber das ist leider heute einfach ein bisschen die Herangehensweise. Das macht halt auch einfach den Spielspaß ein bisschen kaputt. Also, da macht es viel mehr Spass, 3 Kollegen zu haben, auf dem gleichen Fernseher gegeneinander zu spielen, weil es kommt wenigstens noch darauf an, wer ist besser, wer nicht. Und es ist nicht schon im Vorhinein eigentlich klar. Cool. Ja. Ich muss ganz kurz meine Nase schnitzen. Für die es nicht wissen, ich tue wie ein Elefant schnitzen. Ich hoffe, man hat es gehört. Ja, du. Aber die Spielewelt finde ich eben noch nicht eine schöne Welt oder spannende. Hat sich halt auch gross verändert. Aber ja, das Thema, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe gefunden, das will ich mal im Podcast besprechen, weil es ist doch einfach schön, dass wir noch erlebt haben, wo die Game-Industrie halt wirklich nur Gamer waren. Nur Nerds. Nur eigentlich der Klassiker-Gamer, wo halt... Es war noch kein Mainstream. Es war kein Mainstream, ja. Es war nicht cool, ein Livestreamer zu sein oder ein Minecraft-Let's Player. Und heute ist das halt cool oder hat das gewonnen, an Status gewonnen in der Gesellschaft. Und durch das ist dann halt das auch alles ein bisschen kommerzialisiert worden. Und darum, ich finde es einfach schade, eben, dass es Spiele wie oder Spielhersteller wie Activision, wo man einfach kann sagen, die ihre Fans mit Füßen treten. Das finde ich einfach brutal schade, dass sich das bei so Spielen entwickelt hat, weil es gibt auch andere Hersteller wie Minecraft, wo ja sogar verkauft worden ist und nicht mehr Mojang gehört. Microsoft. Und ja auch schon der Notch, wo damals Minecraft allein entwickelt hat. Das ist ein Dude der das entwickelt hat, just for fun. Der Notch, Legende. Wer es kennt, früher ist noch im Minecraft-Menü gestanden «Made by Notch» oder «Made Notch». Das haben sie sogar rausnehmen, weil der Notch nicht mehr hinter den Veränderungen steht, die sie jetzt gemacht haben. Aber Minecraft hat immer auf ihre Community gelost. Und ich als Ex-Minecrafter kann reingehen in die Community und sehen, wie sich das weiterentwickelt hat. Es gibt viel mehr, es ist aber immer noch ihrem Ding treu geblieben und es bleibt Minecraft. Sie haben nicht versucht, bei Minecraft jetzt Server reinzubringen, wo man fett Cash verdienen kann.
klar, sie haben das System geändert, dass du jetzt Texture Packs und so musst kaufen. Früher haben das einfach irgendwelche Leute gemacht, also dass halt das Spiel anders ausgesehen hat. Aber es ist nicht so, wie zum Beispiel bei Black Ops oder so, wo du dir eine Waffe kaufst und dann hat die Farbe eine andere Farbe für alle anderen, sondern du hast nur Texturpaket für dich und nur für dich sieht das Spiel anders aus. Und das sind einfach andere Ansätze. Und das finde ich lässig. Es gibt solche, die haben das weiter verfolgt, solche, die das gar nicht gemacht haben. Und das ist noch spannend zu sehen. So auf früher. Ja. Definitiv, ja. Ich habe halt wirklich gerade eine lustige Story gehört von dem neuen Black Ops, was sie rausbringen. Oder vom neuen MW. Ich weiss gar nicht welches. Was das genau ist. Jetzt haben die, normalerweise früher war es immer so, die haben das Black Ops rausgebracht zum Beispiel und dann ist es einen Monat oder so gegangen und dann sind 4 DLC-Maps gekommen. Meistens 2 Remakes und irgendwie 2 neue. Da hat der Monte ein gutes Video dazu gemacht. Und halt, es ist Content darauf aufgemacht worden. Also im Normalfall holst du doch den Season Pass und nachher hast du alle DLCs. Früher hat es das nicht gegeben. Früher hast du einfach DLCs kaufen. Ja. Und es war so, du hast Black Ops gekauft, du hast dort Modus drin gehabt. Verschiedenste, Rage-Mode, infiziert, alles mögliche Modi. Das wird jetzt eben nachher noch wichtig. Und dann sind DLCs drauf aufgekommen. Jetzt kostet das Spiel viel mehr, hat weniger Maps drin gehabt, wo es rausgekommen ist. Plus, sie haben nach 3 Monaten, also das Spiel rausgekommen, nichts geändert. Nach 3 Monaten haben sie 2 DLCs rausgebracht. Ein Remake, das schon auf der Warzone-Map gestanden ist, das vor einem Jahr rausgekommen ist. Und einen, den sie in der Beta von dem Spiel drin hatten, zum Release rausgenommen und jetzt 3 Monate später als neue Content released, den du kaufst. Also sie sind, plus, weißt du, haben sie noch zu diesen 2 Maps dazu, der Infiziert-Modus ist jetzt auch drin. Der Modus, der bei allen Alten und allem schon immer drin war, also da siehst du einfach, wo die Entwicklung angeht. Sie haben weniger gemacht für das neue Spiel. Neue Maps, die sie bringen, sind nicht neu, sondern werden einfach aus einem alten Spiel, das du auch schon für 80 Stutz gekauft hast, rausgenommen und 1:1 übernommen, ein paar Borders auf die Seite. Traurig, eben mega sad, dafür, hey, jede Woche neue Skins, jede Woche neu das, weil das gibt Cash, oder? Und das ist wirklich eine säde Entwicklung. Plus das Spiel, hey, im Menü und allem, das ist nicht mal mehr animiert. Die Leute laufen nicht mehr rum. Das ist normal eigentlich eine positive Entwicklung, die normal dazugehört hat, weil einfach die Technik besser geworden ist. Jetzt ist es nicht mal mehr drin. Du hast es nicht. Aber du kannst dir jetzt Bewegungen, Siegeswürfe kaufen. Das ist einfach traurig. Die haben Content, der schon da war, weggenommen und jetzt darfst du ihn posten. Das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an die Entwicklung von BMWs. Vielleicht ziehen jetzt da auch noch andere Autohersteller mit, aber BMW hat damit angefangen, wenn du dir heute ja ein Auto konfigurierst. Kannst du ja auslesen, brauche ich Sitzheizung, brauche ich Lenkrad, Heizung, kannst du ja alles so zusammen konfigurieren. Jetzt bei den allerneuesten BMWs habe ich mir sagen lassen, ist es so, dass du in dem Sinn ein komplett ausgestattetes Auto hast, mit allem drin. Und du kannst online ein Abo lösen und über den Winter hast du dann Sitzheizung. Du musst pro Monat, ich sage jetzt irgendwie 15 Franken zahlen und dann kannst du die bereits verbaute Sitzheizung auch brauchen. Oh mein Gott. Und im Sommer halt Klimaanlage, die kostet vielleicht 20 Franken im Monat. Alter, aber das ist aber genau doch das. Das ist genau halt auch ein bisschen das. Also, ja, etwas, was eigentlich schon immer drin war, wird jetzt als Zusatz verkauft, weil man so mehr Geld machen kann. Und die Leute haben das Gefühl, sie sparen, weil sie müssen ja nur im Winter die Heizung zahlen. ja, aber es ist eine totale Verarschung. Ja. Also das ist krass. Also die Entwicklung passiert überall ein bisschen. Hat mich nur gerade an das erinnert. Aber wir haben diese Woche noch eine schöne Meldung aus der Zuhörerschaft bekommen. Oh, okay. Du weißt ja wer. Yes. Und sehr wahrscheinlich wird sie morgen unseren Podcast auch wieder anhören. Ich weiss nicht, wenn wir ihn vorlesen. Nein, ich würde mich einfach bedanken. Ich will es gar nicht unbedingt vorlesen. Aber ich finde es mega schön. Die Person, die gemeint ist, die weiss eigentlich, dass sie gemeint ist. Wir sagen jetzt nur, dass der Anfangsbuchstabe M ist. Mehr müssen wir eigentlich auch nicht sagen. Wir haben uns auf jeden Fall unglaublich gefreut und es macht auch mega Freude zu
hören, dass es anderen Leuten Freude macht. Und mit dem haben wir unser Ziel eigentlich, oder ich kann nur für mich sprechen, schon erreicht und finde es unglaublich schön, wenn man jemandem eine Freude machen kann. Und wenn unser dummes Geschnurr nicht nur dummes Geschnurr ist, sondern auch ein bisschen dummes Geschnurr mit Unterhaltungsfaktor. Weiss nicht. Ja. Definitiv, ja. Weiss nicht, kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen? Ja, ich bin einfach noch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Dann kann ich nicht ganz mit den grössten Worten um mich herumwerfen. Aber nein, schön, dass euch das Ganze so Freude macht. Und uns macht es auch Freude. Mir im Moment weniger. Aber eigentlich ist es ein Scheiß, aber wissen ihr? Ja, nein. Aber nein, diese Woche ich bin wirklich wie ein Zombie unterwegs. Und jetzt auch da, dass ich mich vor das Mikrofon bewegen konnte, gleicht am 8. Weltwunder. Und von dem her ja, hoffe ich, dass ich nächste Woche auch wieder ein bisschen anders unterwegs bin. Meine bezaubernde Maulöffnung wieder fleissiger kann aufmachen. Ja, und vor allem meine Nase wieder ein bisschen besser zu Weg ist. Das ist doch schön. Was mir gerade noch in den Sinn kam, ist, ich hatte noch eine kleine Story, vielleicht eine lockere, um jetzt da noch ein lockere Ding zu bringen. Und zwar, also locker, es war witzig. Dort, wo ich gearbeitet habe, früher, auf dem Friedhof, also gärtnermässig, auf dem Friedhof, haben wir es manchmal so gehabt, das hat dort ein öffentliches WC. Und auf diesem öffentlichen WC war immer im Winter sehr begehrt, dass dort die Penner pennen. Und ich habe mal eine lustige, ich sage mal, ohne dass ich mit dem geredet habe, so ein Begegnung mit dem gehabt. Weil es ist so halt, unser alter Friedhofsgärtner, sehr ein geiler Sieg, ganz ein lieber Mensch, der hat sich ein bisschen aufgeregt ab dem, weil der hat halt den Lichtsensor, den es oben hat, hat er immer mit Papier abgeklebt, weißt, damit es nicht die ganze Zeit hell ist, weil es ja Kacke zum Pennen. Und die WCs, die sind nicht so fest beleidigt oder gebraucht. Das heisst, es hat gerade nebendran einmal auch eine Kabine frei gehabt, also im Frauen-WC halt. Aber und es ist ja nicht gerade so, dass man auf dem Friedhof einen Quickie muss schieben. Nein, ich glaube nicht. Das ist nicht so die Atmosphäre. Und jetzt auch, wenn man unterwegs ist und noch unbedingt irgendwo voll eins muss pfunden, dann ist es wahrscheinlich nicht der Friedhof, wo man geht. Und es ist aber lustig, ich habe mich halt ein bisschen als Wohltätigkeit mäßig so gefühlt. Und es wäre eigentlich immer die Weise gewesen, den rauszurühren. Wenn man am Morgen sieht, dass dort das Licht nicht brennt und die Kabine abgeschlossen ist, dann ist der wahrscheinlich dort drin. Und ich habe halt immer so gemacht, dass ich ihn pennen lassen habe, aber ich bin extra am Mittag bin ich dann reingegangen und habe halt alles wieder gut gemacht, dass du das nicht mehr siehst, dass er dort war. Und irgendwann hat er gecheckt, dass ich ihn pennen lasse. Also andere ihn nicht pennen lassen, aber ich schon. Und dann hat er mir mal am Morgen, als ich ins WC als Pisswar gegangen bin, hat er mir am Morgen guten Morgen gewünscht und hat gefunden, so, merci, dass du mich da liegen lässt. Und ich habe dann ihn nicht rausgerührt. Dann haben dann aber gesagt, ich habe ihn rausgerührt. Also sorry Jungs, es tut mir leid, aber das bin ich gewesen. Ich habe ihn dort drin gelassen. Und das habe ich letztens wieder denken und wieder schmunzeln, wie lustig das eigentlich ist, dass wir Menschen alle auf dem gleichen Planet leben und einfach durch so Kleinigkeiten eigentlich einander das Leben ein bisschen versüssen. Und ich meine, am Ende des Tages hat keiner etwas verloren, weil der jetzt dort gelegen ist. Und er hat auch gemerkt, dass es nicht, oder er weiss auch, dass das nicht der richtige Ort ist, nicht der richtige Weg. Und sie sind auch abgeschlossen. Also, wenn du genug früh bist und sie noch nicht abschliessen mit Zeitschaltuhr, dann hast du es schaffen. So. Das heisst, der Typ hat auch arbeiten für das. Der hat wahrscheinlich irgendeinen Stein gelegt oder irgendetwas. Also der Typ hat schon etwas gemacht. Und dann habe ich gefunden, ich muss das entlöhnen. Ja. Und am Nacht ist es abgeschlossen, braucht ja keinen. Ja, der hat dort ein bisschen gepennt. Und eben am Schluss hat er sich sogar noch bedankt. Und der hat das gecheckt. Also die Leute außenrum merken so Sachen. Und das habe ich einfach eine schöne Story noch gefunden. Weil normalerweise würde jeder sagen, so ein Scheiß, der soll dort weg, das macht ja keinen Eindruck, ja das. Sehen wir es doch mal von den Dingen. Er hat sich das auch nicht ausgesucht. Er liegt nicht auf dem WC im Friedhof, weil er so ein geiles Leben hat. Ja, und ich war froh, die Entwicklung, die ich das Gefühl hatte, ist, dass er mehr Ordnung gehalten hat. Also, durch dich?
Ja, nein, durch das, dass er gemerkt hat, dass ich ihn nicht einfach wegschicke, hat er vielleicht das Gewissen ein bisschen mehr dingselt. Und ich habe nicht so Bier, das einfach rumgelegen ist, wegräumen. Zumindest am Anfang schon, aber nachher irgendwann nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, vielleicht hat er wie gecheckt, wenn er toleriert wird, tut er sich auch anders dingseln. Und das Gehen und das Nehmen. Ja, es Gehen und das Nehmen, ohne darüber zu reden. Also so hat es sich empfunden. Vielleicht hat er auch einen Fick. Das war eigentlich scheißegal. Weißt, vielleicht hat er auch gar nicht richtig gecheckt, wer ich bin. Aber für mich war es so ein bisschen. Und das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich das mal erzählen will. Einfach weil ich es noch schön gefunden habe, dass man manchmal auch ein bisschen das Positive daran sehen. Und ich habe auf dieser Zeit, auf dem Friedhof, wo ich gearbeitet habe, doch oft Leute gehabt, die dann halt jeden Tag auf dem Friedhof noch ihre verstorbene Frau besuchen sind oder so. Und da hat es auch 1-2 Leute gehabt. Gerade einer, der ist mir sehr bekannt. Dem haben viel der Grüssel gesagt und so. Halt einfach, weil er selber Rückenschäden hat und anderes Zeug und immer man hat Windeln gesehen. Ist halt ein alter Mann. Und der hat aber ein riesen Herz gehabt. Und in der Corona-Zeit war der so allein und so weggedingselt. Ich bin mit dem auf dem Friedhof gestanden und habe ihn halt nicht verachtet für seine Nicht-Sauberkeit, halt auch weil ich im Altersheim geschafft habe und weiss, wie schwer das kann sein als alter Mensch. Und habe mit dem amix immer geredet, das hat er auch gemerkt. Und das hat wirklich darauf gegipfelt, dass in der Corona-Zeit er zu mir gekommen ist und sich bei mir ausgebrüllt hat auf dem Friedhof. Ja, ich und er sind dort gestanden und ich bin mit ihm dort ein bisschen am Brüllen gewesen, einfach weil seine Familie in Italien völlig Katastrophen erlebt hat halt dort und alle eingeschlossen worden sind die Heime oder halt nicht mehr raus können und kein Geld und Scheiße und er da sein Olivenöl will verkaufen und er noch selber schafft machen, aber keiner will, weil das Gefühl hat, er ist ein Grüssel und mega säde Ding eigentlich. Aber wenn man sich manchmal für Menschen ein bisschen öffnet, auch wenn das ein Strassenpenner ist oder jemand, was ich ja nicht immer mache, also gar nicht, aber das kann einem selber so viel geben. Und darum, ich empfehle das. Also gerade wenn alle damals finden, oh, der ist ein Spass oder der ist das, es ist manchmal schön, mit so Leuten ein bisschen ein Herz zu geben. Und das sind dir die Leute auch unglaublich dankbar. Und er war nicht der Einzige, der sich bei mir ausgebrüllt hat. Und ich war nur ein Gärtner auf dem Friedhof. Aber ich habe mich halt den Leuten angenommen. Oder gewissen Leuten. Und das ist schon krass. Wir sind ja letztes Jahr sind wir mal in Winterthur unterwegs gewesen, also geschäftlich eigentlich. Ja. Und das ist dann am Abend sehr viel später geworden. Ich glaube, es Freitag auf den Samstag war Ja, und dann ist das am Morgen um 3 oder 4. Ja, wir sind auf den neuen Zug. Wir sind ja dann auf den ersten Zug, glaube ich. Wir haben ja noch gewartet. Also wir sind wahrscheinlich schon um 3 am Bahnhof gewesen, aber erst um 4:30 oder so den Zug gefahren. Voll, ja. Und dort hat es auch so einen ganz lustigen Mensch gegeben. Ja. Wir waren auch gut zu Weg, weil es halt ein langer Tag war. Ja. Und dort hat es gratis Ausschank, gratis Ausschank, ja. Genau, Freibier. Ja, voll. Hat es dort gegeben. Und dort am Bahnhof, aber wir haben irgendwie eine Stunde oder 1,5 Stunden haben wir auf den nächsten Zug warten. Und dann kommt uns so ein richtig vercrackter Dude. Aber halt irgendwie 18, 19. Ja. Und was halt so vercrackt gewirkt hat, er hat nicht richtig Haar gehabt, aber so verschnittenmässig und hat so eine Kappe, komische Jacke, so eine kleine, oder? Also er hat wirklich so Haarfetzen. Ja, genau. Du hast wirklich so Fleckchen gehabt, wo du seine Kopfhaut gesehen hast. Genau. Und ich habe dort, glaube ich, noch gefragt, so, hey, haben der Kollege irgendwie im Schlaf so die Haare abrasiert? Ja, voll. Ja, man hat es zuerst ja gar nicht richtig gecheckt, weil er eben die Kappe hatte. Aber nachher ist es ihm dann ein bisschen aufgefallen. Es ist einfach komisch gewirkt. Mhm. Und er ist halt sehr stark alkoholisiert, vielleicht auch noch ein bisschen etwas anderen Einfluss gewesen. Und er hat eigentlich relativ pöbelmässig uns angefangen anzuschnurren. Aber wir haben uns dann halt auch ein bisschen auf ihn eingeladen. Und es hat sich herauskristallisiert, dass das eine Krankheit ist, die er hat. Dass er eigentlich gerade um die Ecke wohnt und wirklich von einer Party kommt. Und ist eigentlich ganz ein lieber Mensch gewesen. Wir haben eigentlich chillig nachher auch noch mit ihm geredet, trotz seinem Zustand oder auch unserem Zustand. Und auch dort war es wieder das gewesen. Wir hätten im Vorhinein sagen, hey, das ist irgendein Spass, komm schnell weg von dem. Oder man lässt sich auf die Leute ein und dann merkt man, dass es eigentlich eine verlorene Seele ist, die jetzt da am Bahnhof rumgeistert. Und eigentlich nicht böse ist, sondern genau eben nicht Hilfe braucht unbedingt. Meistens, ich meine,
Jeder kann mal in so eine Situation kommen und auch selber wieder rauskommen, aber in dem Moment sehr hilflos ist und dort hängt und wir Gesellschaft halt auch ein Stück weit durch das, dass man so Leute dann auch nicht beachtet, nicht richtig für voll nimmt, das auch ein Grund ist, dass sie überhaupt in dem stecken bleiben dann. Weil wenn das dir niemand zutraut, dann ja, kannst du nichts machen, oder? Aber das war genau so eine Story. Ja. Und da habe ich noch ganz krass erlebt, wo mir mega im Kopf geblieben ist. Das ist auch wieder ein bisschen das mit dem positiven Sehen an Situationen. Das ist auch wieder das Positive. Ich bin dort mit dem Zug, ich glaube sogar vor dem Dreh oder so, heimgekommen. Ich bin aber nur Assistent gewesen. Also ich hatte keine Kamera und so dabei gehabt. Aber ich bin am Zürich HB und ich musste eine Stunde auf meinen Zug warten. Und es war auch schon irgendwie 3 Uhr am Morgen. Das ist irgendwie witzig, ist oft spät in der Nacht so Zeug. Und dann bin ich dort einfach in einer Ecke gestanden, an einem Tisch, wo es einen Aschenbecher hatte. Dort habe ich noch geraucht und habe dort meine Ziggis geraucht. Und dann ist auch eine Frau zu mir gekommen und der hast du angesehen, Heroin oder etwas. Also hast du gesehen, das ist kein Alkohol, das ist entweder etwas 50 anderes, Jahre Alkohol oder ja. Und ich habe mit der auch ein bisschen angefangen zu reden. Zuerst hat sie einfach eine Ziege von mir wollen. Und viele sind ja da schon so, nein. Und dann habe ich mit ihr die Ziege geteilt, also die Ziege gegeben und mit ihr geschnurrt. Und dann haben wir angefangen zu reden, immer weiter geredet. Dann hat sich herausgestellt, das ist eine, die ist damals voll in den Zeiten vom Blattspitz, ist sie am Blattspitz gsi, am Heroin nehmen, mit vielen von ihren Kollegen. Und da hat sie erzählt, wie immer mehr von ihren Freunden gestorben sind am Heroin, wie viele rausgekommen sind, gewisse eben entweder raus oder gestorben. Und sie war eine der einzigen, die mittlerweile seit 10 Jahren im Methadon-Programm ist. Also die ist schon lange nicht mehr herosüchtig auf der Straße, geht ihrem Zeug nach. Aber wenn du 20 Jahre Hero genommen hast, dann sieht man das einem Mensch immer an. Und das ist das mit dem Vorurteil, das ich meine. Weil nachher hat sie mir Geschichten erzählen, eben von Kollegen, die das nicht überlebt haben, von dem einen, der ja auch ein bisschen durch die Schweiz gegangen ist, wo einer im Baum oben einen goldenen Schuss sich gesetzt hat, also es nicht überlebt hat und nach 3 Tagen immer noch in dem Baum war und keiner hat es gemerkt, weil alle nur am Boden geschaut haben und gesucht haben. Weil die haben am Boden gelebt, unten sind Spitzen, unten war alles, was interessant ist. Alles so Sachen, die du nur von jemandem von dort kannst hören. Hat sie mir erzählt, also auch natürlich brutale Sachen, zum Teil sehr brutale, gerade wenn es ein Betroffener erzählt. Aber halt auch, wie sie gezeigt hat oder mir gesagt hat, dass sie der einzige Mensch war, der sich aus dem herausholen konnte. Und sie an sich arbeiten musste. Und auch, dass sie aufs Methadon-Programm gegangen ist, wie wichtig das für sie war. Und das hat mir auch das Ding gegeben, dass ich anders denke über jemanden, der heroinabhängig ist oder von dem will wegkommen. Und dass ich so etwas Gutes finde, dass es ein Methadon-Programm gibt. Auch wenn das nur ein staatliches weitersüchtig behalten ist. Es ist nun mal eine unglaublich schlimme Droge, die dich mega einnimmt. Und die Leute kommen da fast nicht mehr raus. Und so eine Frau, weil es gut war, haben wir das gleiche Ziel gehabt. Also ich musste auf Pfäffiken und sie auf Wedi. Und das heisst, wir haben auf den gleichen Zug gewartet und sind nachher sogar mit dem Zug noch miteinander gefahren und haben die ganze Zeit, am Schluss etwa 2 Stunden, hat sie von ihrem Leben erzählt und ich von meinem. Und das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung, mega viel gelernt. Und ja, an diesen Sachen läuft man eigentlich vorbei im Leben, wenn man eben vorgenommen gegen Leute ist, die ein schweres Schicksal haben. Und ich will mit dem auch nicht sagen, und das hat sie auch nicht gesagt, dass sie unschuldig ist. Oder wenn man Schuldfrage ist ein bisschen die falsch bei so etwas. Aber wenn man jemandem Schuld gibt für Drogenkonsum, dann kannst du es nur dem Konsum geben oder den Drogen, wenn man so weit will gehen. Aber ist das Auto schuld, dass es einen Unfall baut? Nein. Es ist immer der Lenker am Ende des Tages. Aber es braucht das Auto, damit es genau. Und das ist halt bei den Drogen auch ein bisschen das Gleiche, oder? Aber mega, also lege ich jedem ans Herz, auch wenn irgendwo alleine bist am Abend, klar, man soll nicht jeden einfach anschnurren und so. Was hast du so im Leben? Genau, das ist nicht die Idee. Was hast du für ein Leiden? Voll. Aber gerade wenn Leute auf einem zukommen und etwas wollen, auch wenn es nur eine Ziege ist, und ich habe x Ereignisse in meinem Leben, wo das passiert ist, vom am Bächli hocken und so, und es kommen Leute und fragen dich nach etwas,
hey, mit diesen Menschen reden, das ist so spannend. Es sind spannende und Sachen, die einem richtig auch zeigen, wo man selber steht im Leben. Weil, als ich dort mit 18 oder 19 mit der vom Blattspitz geredet habe, habe ich gemerkt, wie gut es mir geht. Habe ich gemerkt, dass wenn ich das Gefühl habe, oh Mann, ich rauche zu viel Gras, dass ich an dem arbeiten kann, wenn ja sogar sie an ihrer Herosucht arbeiten kann. Also, das ist einfach was anderes, wie wenn man auf YouTube ein Video schaut oder jetzt auch einen Podcast hört und hört, wie das jemand erzählt oder erlebt hat. Da gibt es so viel, was man mitbekommt, wo gar nicht in Wort kannst einfach aussprechen. Absolut. Ja. Ich weiss nicht, bin ich ein bisschen abgeschweift auf die Leute, weil ich es noch ein schönes Thema finde. Und heute habe ich nicht so einen Kopf gehabt, unbedingt für irgendwie schwere Themen. Also ich habe auch noch etwas Lockeres. Das ist sehr schön. Jetzt diese Woche ist ja so endlich mal wieder ein bisschen, also eigentlich viel zu früh. Ja. Aber einfach halt so ein bisschen Frühlingsfeeling, Schmetterling im Bauch und Voll. so ein bisschen der Vorpflanzungstrieb, wo anfängt. Frühlingsgefühle. Frühlings, genau. Und dann gehst du mit dem T-Shirt raus und frierst dir an Arsch. Ja, vielleicht bin ich auch wegen dem krank. Ja, genau. Rumblütteln. Nein, ich habe ja vor 1,5 Jahren habe ich noch in Rappi Wohnung gehabt. Und dort ist mir diese Woche in den Sinn gekommen, hat es etwas, also ein Ereignis gegeben, wo ich wirklich das erste Mal und bisher auch wirklich das letzte Mal in Rappi so hatte. Ist mehr ein bisschen im Herbst oder im Sommerherbst irgendwie dort rum gsi. Und zwar habe ich in Rappi dort ziemlich auf der Höhe vom Knies Kinderzoo, dort geht ja so ein Strandweg also am See nachher, genau. Geht so ein Kiesweg durch. Und dort habe ich in meinem Leben das erste Mal Glühwürmli gesehen. Glühwürmli. Oh, und ich bin dort spät am Abend bin ich dort am Laufen gewesen. Und ich hatte irgendwie zuerst das Gefühl gehabt, ich bin ja mit der Taschenlampe so am Laufen. Ah, okay. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl gehabt, irgendwie von der Velo gibt es ja die Reflektoren und du siehst ja auch öppe, dass das mal abgeht und dann zersplittert so und dann dass so etwas reflektiert. Genau. Und dann habe ich so mit der Taschenlampe bin ich hure nahe an und dann habe ich gecheckt, hey, das ist ein Käfer, der so leuchtet. Voll und dann hat es geil. überall so ein bisschen angefangen zu leuchten, habe ich die Taschenlampe abgestellt und dann ein richtiges Meer aus diesen Glühwürmli, ja. Hure schön. Also ich habe das ist glaube noch nie gesehen in meinem Leben. Das würde mich jetzt auch mega anmachen, das mal zu sehen. Gehen wir im Sommer mal auf Rappi, Gehen wir ja. auf Rappi, ja. Glühwürmli jagen. Glühwürmli-Tour. Also meine Grosseltern haben mir erzählt, dass das früher anscheinend in der Schweiz das Normalste der Welt war, dass wir bei uns so Glühwürmli hatten. Und dass die das sogar halt noch so mit dem Netzli sind go jagen und dann haben sie ein ins Gumpfiglas so das kenne ich eben so. Dass man hat im Gumpfiglas rein, steht auf dem Nachttisch und dann hast du dort Glühwürmli. Ja, genau, ja. Voll. Aber ich glaube, das Bild haben wir eher von den Hollywood-Filmen. Ich glaube es auch von der Serie, weil ich weiß nicht, ob das so funktioniert in Realität. Und anscheinend, eben, gemäss meinen Grosseltern, hat man das früher hier in der Schweiz auch gehabt. Und die sind irgendwie ein bisschen ausgestorben. Ja, Autos. Autos, ja, sind gehäckselt worden. Unsere umweltfreundlichen Züge. Und ich weiss nicht, ob man das so sagen kann, ob die jetzt wieder auf dem Vormarsch sind. Keine Ahnung. Aber dort... Das ist noch schwierig, weil Insekten haben ja eine rechte Krise momentan. Unsere Insekten auf dem Planeten. Also was ja nicht heisst, dass es keine Insekten mehr gibt, sondern es setzen sich Schädlinge besser durch. Das ist ja oft das Problem, oder? Darum, ich weiss nicht, was Glühwürmli sind. Glühwürmli werden wahrscheinlich schon auch eher in die Richtung Ungeziefer gehen, die sich in Massen verbreitet. Ja, also ich habe keine Ahnung. Man müsste sich eine Art in die Situation von einem Vogel oder so hineinversetzen und den Speiseplan von einem Vogel genau wissen. Aber es ist schon so, Insekten,
haben wir nicht gern, wir Menschen, aber sie sind halt sehr wichtig für die Natur, für die Bestäubung, für... Sie sind wirklich brutal wichtig. Also gerade wenn du schaust, was das Ökosystem allgemein braucht, dann fängt sie bei den kleinen Lebewesen an. Und der Zyklus, der Rundlauf, braucht es halt, der braucht es wirklich. Das ist mega spannend. Da bin ich in letzter Zeit in ein Rabbit Hole in YouTube hineingefallen. Dr. Plants heisst der Typ. Und der macht so Terrarien, wo ein Jahr ein Ökosystem geschlossen ist. Und dann tut er zuerst so Kellerasseln rein, dann andere Tiere und dann zum Beispiel Heuschrecken oder so. Und dann gibt es dann einen Predator. Und dann muss er immer grösser werden. Und dann irgendwann am Schluss kommt der Predator, wo dann das alles übernimmt, irgendein Gecko oder so. Und dann läuft das. Dann funktioniert das. Aber wenn du jetzt nur den Gecko rein tust, dann ist es ein Terrarium. Wenn du jetzt aber dort, halt, er hat Beregnersystem und alles drin, also so ein bisschen realistisch. Und es ist mega geil. Da hat er so ein Wüstending gemacht, weißt? Und dann gibt es so Tierchen, die legen Eier und dann kommt die Flut, alles überschwemmt. Der eine Skorpion, er sauft fast, der eigentlich der Top-Predator ist. Und dann geht es ein halbes Jahr, diesen Fisch ist gut, kommen plötzlich Fisch aus dem Nichts, weißt? Also nicht aus dem Nichts, eben aus der Natur, also aus den Eiern, die anderen abgeleitet haben und in diesem Kreislauf passiert. Und dann siehst du, wie die halt das Wasser immer mehr austrocknen. Dann. Irgendwann sterben die und die anderen Tiere kommen vor und essen das. Mega, mega geil. Und das ist halt dann auch ein Problem in unserer grossen Welt, wenn nur schon ein für uns vielleicht unwichtig wirkendes Tier wegfällt. Es ist aber halt das Nahrungsmittel zum Beispiel von Wespen oder Bienen oder etwas. Also Bienen sind halt Blumen. Aber das verbauen wir halt. Also es geht in die Richtung. Und dann hat der Vogel nichts mehr zu essen. Wenn der Vogel nichts mehr zu essen hat und keine Vögel mehr gibt, dann hat der Fuchs nichts mehr zu essen. Und das hängt halt alles, blöd gesagt, an dem huren Ameise. Das hängt alles am Ameise am Ende des Tages. Das ist noch heftig. Aber trotzdem ist sie auch nicht so unstabil, wie es so wirkt, unser System. Es könnte dort weggehen und wieder neue kommen und wieder andere. Das ist ja normal. Was mir vor allem, wenn ich auch wieder zurückdenke, so als Kind, wenn wir im Sommer einmal Auto fahren sind und dann am Abend der ganze Kühlergrill und so ist ja voll gsi. Das war ja wirklich ein Muggenfriedhof gsi. Und wenn du heute fahren, das hat man in der Schweiz nicht mehr. Ich fahre seit 2 Jahren Auto am See entlang und ich habe noch nie wirklich Mückli auf dem Auto gehabt. Das ist... Und das habe ich jetzt, also letztes Jahr, als ich in Kanada war, habe ich das erste Mal seit der Kindheit mal wieder gehabt, dass einfach das Auto voll war mit irgendwelchen Insekten. Ja. Also es tut mir ja hure leid für die Insekten, dass ich jetzt mit dem Auto halt dort durch haben musste. Geile Formulierung. Aber das ist mir jetzt aufgefallen. Bei uns in der Schweiz vor 20 Jahren hat es noch viel mehr Insekten halt einfach so rum gehabt. Ja. Und das habe ich jetzt in Kanada wieder so erleben. Ist wahrscheinlich aber auch eine Frage von der Zeit. Definitiv. Und wir können das sogar von Fachrichtung bestätigen, because ich bin am Bahnhof am Rabattenjetten und dann ist eine 80-jährige Frau zu mir gekommen und hat gesagt, aber gell, Sie schauen dann auf die Ameisli und machen es nicht extra kaputt. Dann habe ich ihr gesagt, also ich glaube dass die meisten Gärtner das nicht extra machen, weil die sind ja tierlieb, sonst würdest du nicht die ganze Zeit in die Ameise reinlangen. Aber die hat das eben gesagt, weil die ist Biologin. Also die ist wirklich, das ist eine alte Frau, 80, aber die hat voll Pfupf gehabt. Und die hat genau das erzählt mit den Autoscheiben, was du jetzt gesagt hast. Also kann ich auch von dieser Seite 60 Jahren ist das nochmal ganz anders. Sie hat das auch gesagt, wenn sie von Richterswil auf Wedischwil gefahren ist alles voll gewesen. Und heute ist das nicht mehr so, weil wir das halt wirklich zerstören, den Lebensraum. Und das Spannende ist ja jetzt, wir diskutieren die ganze Zeit vom Fleisch essen, die grossen Leute, die wir kaputt machen. Die grossen Leute. Die grossen Tiere. Die grossen Tiere, die wir ausnutzen. Aber was halt auch ein riesen Punkt ist an dieser ganzen Industrie und auch zum Beispiel, wenn man Herdöpfel pflanzt oder wenn man sonst etwas in den Boden pflanzt, ein Feld ist keine Natur. In einem Feld, wenn du dort, zum Beispiel Herdöpfel, wenn das gekehrt wird, da sterben 100 Maulwürfe. Das sind halt
Lebensräume, die wir zerstören, wo aber halt kein grosses Tier dort ist, wo jetzt 20 Liter Blut verliert und wir können zuschauen, wie das es nicht gut aussieht, sondern man merkt es halt nicht. Und da ist das Bewusstsein noch nicht so Ja, und das Bewusstsein, je kleiner das Tier gefühlt ist, desto kleiner ist das Bewusstsein. Also das Mückli, Ja, wo man irgendwie verdrückt oder so. Ja und nein. Sie haben nämlich, lange ist es ja gewesen, man sagt, Insekten haben gar kein Gefühl. Das war lange die Ausgangslage gewesen. Jetzt hat man aber herausgefunden, in Australien, da habe ich mal mit einem Kollegen sehr viel diskutiert über das, darum haben wir das auch nachgeschaut, haben wir herausgefunden, dass eine normale Hausfliege, dass die chronischen Schmerz empfinden können. Was jetzt special ist, man hat schon lange eigentlich herausgefunden, dass die Schmerz empfinden können. Aber was special ist, wenn du chronische Schmerzen sind Schmerzen vor einem System. Also, wenn du einer Fliege ein Bein abreissest, dann hat sie in diesem Bein Schmerzen. Ja. Sie kann, wenn sie einen Flügel gebrochen hat, blöd gesagt, und dann hat sie chronisch, dann kann es sein, dass sie wie wir Menschen können ja auch chronische Schmerzen haben, dass unsere Gelenke immer mehr wehtun. Tiere können das auch haben. Und dass Insekten das können haben, ist einfach schon mal ein Schritt in die Richtung, dass man fast davon ausgehen, dass die meisten Insekten und die meisten Kleinlebewesen Schmerzen ähnlich wie wir können empfinden, es aber halt ganz anders ausgedrückt wird oder halt auch ein bisschen anders dingselt. Nicht das Gleiche, weil ein Flüge besteht der Spiegeltest nicht. Ein Flüge weiss nicht, dass sie ein Flüge ist. Ein Elefant, ein Affe, ein Vogel, also ein Elster zum Beispiel, die wissen, dass sie ein Individuum sind. Und da unterscheidet man ja oft. Das ist schon in der letzten Podcast-Folge Peach Weber-Witz. Ich weiß nicht, wieso dass wir jetzt wieder Peach Weber? Ja. Du hast ja noch nie von Peach Weber geschnurrt. Es gibt auch so einen blöden Peach Weber-Witz, aber jetzt geht vorne mit Flügenbein auszuzehren. Und zwar war mal so ein Flug und hat man so eine Studie machen, wie hoch das Fliegen gumpen können. Und dann hat man da so einen Testversuch so mit einem Massstab irgendwie so aufgebaut. Dann haben wir Geodreieck aufgestellt. Ja, irgendwie. Und danach haben wir die Flug dort angetan und dann laut gerufen, Gump! Und danach haben wir da gemessen und dann sind es 60 cm. Aha. Dann haben wir dieser Flug das Bein ausgerissen und dann nochmal gesagt, Gump! sind es 50 cm. Dann haben wir nochmal das Bein ausgerissen und nochmal gesagt, Gump! 40 cm. Das ist dann halt so weitergegangen, bis dann halt kein Bein mehr war. Und dann haben wir auch nochmal gesagt, Gump! 0 cm. Und jetzt das Fazit von dieser Studie war, zehrt man an einer Flüge alle Beine aus, ist sie taub. What the fuck? Oh Mann, ich habe schon gedacht, was wird jetzt wohl der Ding sein? Ja. Peach Weber irgendwie. Ich habe eben Peach Weber habe ich früher zum Einschlafen habe ich Peach Weber gelesen. Und die dümmsten. Ich finde eben Peach Weber Humor irgendwie noch lustig. Ich finde es der ultimative Hammer. Es gibt eben viele, die ihn nicht so gerne haben, weil er macht schon recht, ich sage mal, kindliche Witze. Also, es ist sehr ein einfacher Humor. Überall hat es Pilzli dran, Pilzli dran, Pilzli dran. Überall hat es Pilzli dran. Es schießt mich langsam an. Ja. Das ist so geil. Einfach ein Lied aufgebaut, wo es nur darum geht, dass er nach der Ferien heimkommt und im Kühlschrank hat überall Pilzli dran und er hat eigentlich nicht gerne Pilz. So, ich finde das irgendwie, es hat für mich, klar, ich will den nicht auf eine Stufe stellen, aber es hat ein bisschen Money-Matter-Allüre in Comedy einfach. Weil das hat Mani Matter auch gemacht. So simple Sachen genommen und die beschrieben, umschrieben, aber halt, dass es lustig oder bei Mani Matter zum Nachdenken erregt. Erregt. Ja. Nein, ich finde Peach Weber einer der geilsten Komiker, die die Schweiz so hervorgebracht hat. Und er hat ja für die es ich habe früher als Kind zum Einschlafen, es klingt jetzt verdammt blöd, ich habe mir auf die Weihnachten habe ich mir immer das Guinness World Records, weil das kommt ja immer so um Weihnachten kommt so das Buch raus. Und das hat ja immer so eine geile
Page gehabt. Also ja, so immer so aussen andere so Farben, glitzerig glitzernd. und Ja, ich weiss genau. Ja. Guinness World Records, Alter, die Bücher. Legende. Und ich habe die amigs zum Einschlafen habe ich die gelesen. Also völlig Alter, what the fuck? bescheuert. Ja, mega. Völlig bescheuert. Und dort, der Pete Weber hat einen Weltrekord. Ah, wirklich? Aha. Und zwar, ich kann jetzt das genaue Jahr nicht droppen, aber der Pete Weber hat das Konzert mit dem grössten oder mit dem längsten Vorverkauf. Und er hat irgendwie im Jahr 2016 oder so hat er das Konzert angekündigt 2028, wo er schon Extra Tickets verkauft. Ja, zum... Der längste Vorverkauf. Ja, und so der geil. Weltrekord gehört jetzt auch ihm. so gut. Das finde ich aber lustig. Ist wirklich lustig, ja. Die Guinness-Buch-Weltrekord. Ja, das haben wir immer meine Grossmami. Ich habe angeschaut. Oder Bibliothek. Und dann hast du es hast du es eigentlich schon gesehen, wenn du es nachher angeschaut hast. Aber wir haben die auch als Kind auch gekannt. Es hat aber irgendwie eine mega Faszination gegeben. Extrem. Das sind schöne Dinge gewesen. Ja, und jedes Jahr hat es ja so eine andere Farbe und ein anderes Muster und so einen anderen speziellen Effekt drauf gehabt. Das war wirklich geil. Ja, safe. Ja, ich weiss nicht, mir ist noch eine Idee gekommen. Ich habe gedacht, wenn wir heute so viel von ihm geredet haben, können wir das letzte Wort auch am Peach geben. Am Peach? Am Peach geben. Aha, ja. Wir könnten das am Peach Weber Dann geben. hören wir schnell zum Peach über. Immer bevor ich wieder auf die Tournee gehe ich zuerst zum Doktor, oder? Mir durchchecken, ob ich noch fähig bin, die Höchstleistungen zu bringen. Ja, so 2 Stunden regungslos auf dem Stuhl hocken. Ich bin jetzt so in einem Alter, wo man beim Doktor schon zufrieden ist, wenn er beim Gehen sagt, auf Wiedersehen. Und nicht etwa Tschüss, oder? Viele Frauen gehen ja zum Beispiel zum Arzt, weil sie mehr Busen wollen. Allerdings mit uns 2 Länge. Gut, es gibt glaube ich schon deren, die mehr haben. Weil letztens hat mir einer gesagt, ihre BH passe vor und hinten nicht. Ich habe letztens gehört, eine Geschäftsfrau hat auch ihre Busen vergrössert und hat sie von den Steuern abziehen. Da hat aber der Steuerbeamte gesagt, das gehe ich nicht, weil sie die irgendwie auch privat nutzen. Im Internet kannst du ja so Tipps suchen, wie du alles ein bisschen selber machen kannst. Also medizinische Sachen, oder? Die Augenbrauen zum Beispiel, da kannst du die Augen auslöffeln und 2 Toffifee rein tun. Was mein grösstes Problem ist, ich vergesse alles, oder? Und manchmal denke ich mir, ich bin so wie der Alzheimer-Jugendgruppe. Es gibt zwar jetzt eine Tablette gegen Alzheimer, oder? Die ist etwa 4 Quadratmeter groß. Du kannst alles aufschreiben, was du nicht vergessen willst. Das Alter hat ja auch schöne Seiten. Oder? Mir hat letztens ein altes Frauchen gesagt, je älter das sie werden, desto lieber gehen sie abstimmen. Sie freuen sich jedes Mal, wo sie zur Urne können und nicht mehr stehen bleiben. Gut, so alt bin ich noch nicht, oder? Weil ich bin ja noch sehr aktiv. Da läuft noch etwas. Oder? Wenn ich meine Knoblauchtabletten nehme, dann kommt mir auch wieder 10, wo ich das Viagra versteckt habe. Dann geht's los. Ich meine, die von der Spitex, oder? Die kommen nur 2-mal am Tag vorbei, helfen, das Kondom anlegen. Und was mich am meisten befriedigt, das war immer mein Ziel, endlich habe ich den Weg zu mir selber gefunden. Gut, es war nicht so schwierig, ich habe meine Adresse gewusst. Alle Leute, wenn du irgendetwas sagst, tut dir etwas weh, sagen, da ganz dem Doktor zeigen. Der rechte Doktor ist, hat so Sachen schon gesehen. Letztens war ich bei einem ganz bekannten Orthopäd und die Schuhe und Socken abgezogen habe, hat er gesagt, ich hätte da die Füße schon ein bisschen waschen können. Ich habe gesagt, ja, das hat mir ein Hausarzt auch gesagt, aber ich habe gedacht, ich gehe zuerst einen Spezialist fragen. Dass es mir ja zunimmt, ist ja das Naturgesetz. Das muss sich mal vorstellen, ich war mal 3 Kilo auf 500 gewesen. Übergewicht kann ein Leben retten. Gelesen, in Amerika hat einer im 12. Stock zum Fenster rausgekommen, ist stecken geblieben. Amerikanische Wissenschaftler haben ja jetzt in einer Studie festgestellt, dass amerikanische Wissenschaftler dauernd etwas feststellen. Nein, sie haben festgestellt, Kinder werden ja immer schwerer. Man hat ja lange gemeint, dass sie wegen dem Essen. Das stimmt nicht. Sie haben herausgefunden, dass die Kinder einfach viel zu viel Blei zu sich nehmen. Die Kinder hocken den ganzen Tag vor dieser Bleistation.